Zwergschnauze. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der 85. Folge von meinem Podcast. Yep, wir sind schon bereits bei der 85. Folge und zu Beginn von diesem Podcast muss ich euch ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt heute ein bisschen davon gedrückt, beziehungsweise habe mich ein bisschen davon gedrückt, überhaupt eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil momentan geht es mir irgendwie mental, aber auch körperlich nicht so gut, eher körperlich. Ihr wisst ja, ich hatte jetzt das Wochenende eigentlich ein Cousinen- und Cousin-Treff gehabt. Also mal Cousin-Cousinen-Treff. Und habe leider müssen absagen, weil es mir einfach dort so komplett körperlich nicht gut ist gegangen. Ja, aber ich habe trotzdem bei uns in der WhatsApp-Gruppe, es hat eine WhatsApp-Gruppe gegeben, habe ich sehr schöne und tolle Fotos gesehen, eben dort, wie sie sich getroffen haben, beziehungsweise wie sie alle gemütlich zusammenhocken. Habe schnell einen Videoanruf können machen mit ihnen. Und es war wirklich cool gewesen. Trotzdem so halbwegs ein bisschen dabei zu sein. Aber eben nur kurz, die Verbindung bei meinem Cousin daheim, wo es stattgefunden hat, ist auch nicht so top gewesen. Habe ich gesagt, er soll mal aus WLAN dort rausziehen. Aber auf jeden Fall war es schön gewesen, gleich die Gesichter wieder mal kurz zu sehen. Und ja, es schmerzt. Es schmerzt ehrlich gesagt wirklich, dass ich jetzt dort nicht teilnehmen konnte. Aber ja, was willst du machen? Ja, Körper, beziehungsweise ihr wisst ja, für mich geht die Gesundheit ganz klar vor. Also wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, ob körperlich oder eben auch mental, dann ja, mach einfach das, was dir in dem Sinn am besten tut oder eben deinem Körper am besten macht. Empfehle ich auch jedem und jeder Person draussen, wenn es dir wirklich nicht gut geht, dann nimm die Alarmsignal genug früh wahr und tu die lieber einmal zu viel schonen, weder einmal zu wenig. Und dann natürlich später dafür darfst du den Preis zahlen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich den heutigen Podcast, jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich erzähle, dass ich den heutigen Podcast so gut wie möglich oder so viel wie möglich nicht werde schneiden. Vielen herzlichen Dank hier an dieser Stelle an Glenn, dass er in dem Sinn da mich ein bisschen dazu hat inspiriert, auch mal einen rauszuhauen, ohne viel zu schneiden. Klar, es wird heute auch wieder ein Entweder-Oder geben. Jeder, der es schon angehackt, tut mir leid, aber muss einfach so sein. Ich meine, ich bin allein. Und Themen finden, beziehungsweise Themen, die ihr vielleicht noch nicht so dabei seid oder nicht habt mitbekommen, ist wirklich schwierig. Deswegen würde ich auch sagen, bringt es nicht viel, wenn ich jetzt nur über dieses und jenes würde erzählen oder mein Käse dazugeben, sagen wir so. Übrigens, Käse kommen wir dann auch noch gerade dazu. Wo bereits in den Medien stehen, also ob Zeitungen oder im Fernsehen, das bringt in dem Sinn euch nicht viel. Apropos Fernsehen, ich habe gestern The Boys schauen auf Prime. Und dort ist mir eine Sendung vorgeschlagen namens The 50, also die 50. Und ich habe zuerst gedacht, okay, schau mal den Trailer, weil ich bin einer, keine Ahnung wie es bei dir draussen ist, aber ich persönlich bin einer, der, warum auch immer, zuerst den Trailer muss schauen. Klar, beim einen und beim anderen Film habe ich es schon bereit, weil ich genau wusste, die Person, die kommt irgendwie unter das Messer oder irgendwie fällt sich eine Kugel ab. Weil man sie ja schon bereits im Trailer gesehen, weil es gibt einfach heutzutage Trailer, wo du einfach schon den Hauptfilm in dem Sinn weisst, wo man sehr wahrscheinlich hat gedacht, komm, wir packen einfach die beste Szene in den Trailer. Und ja, schon bereits weisst du eigentlich grundsätzlich, was im Film passiert, ausser zuletzt eine richtige Pointe kommt noch. Aber so ist mir auf jeden Fall bei der 50 gegangen. Also nicht, dass ich schon gewusst, was passiert, aber ich habe mir gedacht, komm, ich tue mir das mal an. Bei der 50 läuft es so, dort kommen 50 Leute aus der trashigen Fernsehwelt vom deutschen Fernsehen in dem Sinn zusammen. Also dort haben wir Matthias Mangiapane,
Wir haben... Gut, eben, das ist gerade der einzige, wo ich den Namen jetzt auswendig weiss. Georgina Fleur ist auch schnell dort gesehen. Hier so ein Erik mit Krone. Der Typ ist mir so oder so unsympathisch, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, wer gerne trashige Sendungen macht, beziehungsweise auch Amazon Prime hat euch auf jeden Fall der 50. Ist schon bereits ein bisschen älter. Ist, glaube ich, irgendwie vor 3 oder 4 Monaten schon bereits gestartet. Oder rausgekommen. Aber ich muss sagen, wenn ich mich entscheiden zwischen LOL mit dem Bully und der 50, dann finde ich komischerweise der 50 einfach viel unterhaltsamer. Weil klar, das ist ja so bei uns, wir sind eher catched, beziehungsweise, jetzt fange ich auch so an mit Englisch, also Deutschem gemischt mit Englischem. Englisch, Entschuldigung. Auf jeden Fall, wir sind doch mehr bei der Sache, beziehungsweise bei der Sendung, wenn wir auch Schadenfreude empfinden können, weder wenn wir einfach nur unterhalten werden. Ich nehme jetzt mal an, im Mittelalter, wenn dort so ein Glöckler ist gekommen. Ich glaube, Glöckler hat mit denen... Harlekin ist gekommen. Und der hat Witze gemacht. Ist der König vielleicht nicht so amüsiert gewesen, wie wenn er sich hätte weht oder wenn er irgendwie vom Tisch ist abgeht oder was weiß ich. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich kann mir es auf jeden Fall so vorstellen. Aber bei der 50 ist es wirklich so, dort ist so Gossip dabei, das heisst, dass viele Leute sich irgendwie die ganze Zeit die Tore bekommen, vor allem wegen so banalen Sachen. Du hast mich in Social Media beleidigt, du schuldest mir noch Geld wegen dieses und jenem, du hast mich dort in Social Media so bloßgestellt, oder dass ich gar keine Werbeverträge mehr abbekomme. Und ich einfach nur gedacht, ach du Kacke, nein, also... Ich glaube, bei uns in der Schweiz musst du einfach 3+ schauen, sprich Bachelorette oder Bachelor, wenn du nachher so jemanden möchtest sehen. Aber im deutschen Fernsehen, was dort für Gestalten kommen, beziehungsweise habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute finden je nachdem immer eine Partnerin oder einen Partner, nur weil sie eben bekannt sind, nur weil sie bei denen nachher in dem Sinn die Chance bekommen, in einem Format sind, wie zum Beispiel Sommer aus den Stars, Schlusszeichen. Aber dass sie nachher selber eine gewisse Bekanntheit können erlangen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch bei Eva Bondebaru, oder ich weiß gerade nicht, wie sie heisst, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall sie und ihre Ex-Mann, Freund, auf jeden Fall sie hat das Kind mit ihm, mit dem Chris, die sind beide dabei. Heisst, die sind beide angefragt worden, für dort drinnen zu sein. Klar, finde ich es auch ein bisschen dreckig, wenn dort Ex- und Ex-Freundin drin sind, aber keine Ahnung, ob ihr das gerade gehört, aber einer hat gerade irgendwie wieder eine Penisverlängerung. Er hat gerade richtig aufs Gas müssen drücken. Aber auf jeden Fall eben, dass eine Ex- und Ex-Freundin beide zusammen in der gleichen Show sind. Was ich cool finde bei dieser Show, bei der 50, dass das Geld, das zuletzt die Person oder der Gewinner oder die Gewinnerin gewinnt, bekommen nicht sie selber, sondern jemand von ihren Fans. Und das habe ich auch noch interessant gefunden, ehrlich gesagt. Und zwar sind schon in der ersten Sendung natürlich Leute rausgefallen. Und dann hat dort die eine oder andere Person gesagt, ja, jetzt hätte ich endlich mal jemandem von meinen Followern etwas zurückgeben können. Ja, warum musst du aber dann zuerst in einer Show mitmachen bzw. dort gewinnen, für dass du deinen Follower oder einen von deinen Followern überhaupt etwas könntest zurückgeben? Aha, ja genau, weil du am liebsten das Geld für dich selber hast. Deswegen, ehrlich gesagt, ich bin auch kein Freund und das lohne ich jetzt mal raus. Das habe ich glaube noch nie in einem Podcast von mir erzählt. Okay, jetzt läuft irgendwie doch allein. Auf jeden Fall, ich bin ehrlich gesagt kein Freund. Wenn man hier Obdachlose muss filmen, wie man ihnen zu essen gibt. Vor allem nachher noch zu essen, wo so
weiss nicht wie, ungesund ist. Klar, man geht ihnen zu essen bringen. Ja, was geht man ihnen bringen? Irgendwie so einen Kack von McDonald's. Irgendwie so frittierte Kacke bringt man irgendwie von McDonald's den Obdachlosen, anstatt dass man sich mal überlegt, hey, was könnte ich in dem Sinn für ein nahrhaftiges und in dem Sinn vielleicht auch gesundes Menü auf die Beine stellen oder zusammenstellen, für dass der Obdachlos oder die obdachlose Frau, seht ihr, merkt ich, schneide jetzt heute so gut wie nichts, dass man in dem Sinn denen wieder ein bisschen Kraft gibt für das, was die Leute durchstehen. Weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt obdachlos wäre und draussen irgendwo in der Kälte würde hocken, hätte ich grundsätzlich wenig Interesse, irgendwie so einen Kack von einem Fastfood-Restaurant zu bekommen. Muss ja nicht nur McDonald's sein, aber irgendwie so eine Fastfood-Zeich zu bekommen, wo ich nachher genau weiss, je nachdem später, will der Kack wieder raus, aber nicht irgendwie in dicker, sondern je nachdem in dünner Form. Ja. Auf jeden Fall eben nachher noch das mit Kamera festhalten. Ehrlich gesagt, wenn ich nachher einen Kommentar lese, oh, du bist so eine Gute oder du bist so eine Gute. Komischerweise von den Frauen sieht man das weniger. Also Content Creatorinnen sieht man das komischerweise weniger. Wo ich auch froh bin. Andere würden vielleicht sagen, ja, die haben nicht so ein grosses Herz, die machen so etwas nie. Aber ehrlich gesagt, ich bin froh, hey, vielleicht die Frauen, die Content machen, den Verstand ändern bei sich, für zu sagen, so etwas tue ich den Obdachlosen nicht an. Vor allem, ich muss sie nicht noch öffentlich zeigen. Das ist es ja noch. Man muss nachher noch öffentlich zeigen. Vor allem nachher noch so eine versteckte Kamera. Nicht einmal mehr her mit der Kamera, aber von weitem. Vor allem finde ich es derb, ehrlich gesagt. Stellt euch mal folgende Situation vor, meine Damen und Herren. Stellt euch mal die Situation vor, dass ein Obdachloser, der kein Geld mehr hat, kaum zu essen, plötzlich in einem Video auftaucht. Seine Verwandten vermissen ihn vielleicht oder haben ihn schon lange nicht gesehen. Oder, was es auch kann sein, sie wissen nicht einmal, dass jemand von ihren Verwandten obdachlos ist und sieht die Person plötzlich in so einem Video. Wow, super. Vielen Dank für meine Privatsphäre. Jemand, der vielleicht hätte abhauen wollte, weil er es daheim nicht mehr ausgehalten hat. Wow, danke. Dass jetzt meine Privatsphäre bzw. meine Identität wieder da ist. Also ich bin überhaupt und gar kein Fan von irgendwie Influencer, die hier müssen gehen, einen auf gut machen. Überhaupt und gar nicht. Vor allem eben nachher mit so einem Kackessen. Überhaupt und gar nicht. Ich weiss, viele sagen nachher, ja, aber wenn der Geld ist, weisst du nicht, was sie machen. Ob sie irgendwie vielleicht damit gefährliche oder verbotene Substanzen kaufen. Natürlich, da bin ich vollkommen mit dir einig, Monsieur oder Madame. Aber es geht einfach darum, warum muss man A, das festhalten und B, muss man das in dem Sinn noch mit so einer Billigware machen, wie eben von einem Fastfood-Restaurant. Weil, sind wir uns einig, Fastfood ist günstig. Fastfood ist günstig. McDonald's hat momentan jetzt bei der EM, wenn die Schweiz spielt, gerade wieder eine Aktion. 3 Burger bekommst. Nachher ist zwar Schluss, aber du bekommst 3 Burger für 1 Franken. Aber ja, kleingedrucktes. Wer es vielleicht noch nicht gelesen. 3 Burger, nachher ist fertig. Also du kannst nicht all you can eat essen. Jetzt bei McDonald's, wo ich auch froh bin, weil ehrlich gesagt, ich glaube, niemand möchte sich irgendwie so viele Burger reinstopfen von dem. Nein, ich muss aufhören. Burger King ist übrigens besser. Vielen herzlichen Dank. Und Gruß an Rory, der mit mir hier einig ist. Ich weiss, der Rory, der ist einig hier mit mir. Der Rorinium. Ja, übrigens, morgen ist mein Geburtstag, also heute ist Montag, morgen am 18. ist mein Geburtstag. Und was soll ich sagen? Ja, wieder ein Jahr mehr. Momentan eben nicht so fit und ehrlich gesagt komme ich glaube langsam in so eine Midlife-Crisis. Auf jeden Fall freue ich mich gar nicht so wie früher. Klar eben, psychischer Kack ist auch alles vorbei hier bei mir.
vielleicht aufgrund von dessen habe ich die Freude oder mich auf etwas freuen nicht mehr so in mir. Aber für mich ist es in dem Sinn, oder ich kann vor, den morgigen Tag so gut wie möglich so zu verbringen, wie jeder andere Tag. Bin ich ehrlich mit euch. Also wenn ihr in dem Sinn den Podcast hört, habe ich den Geburtstag schon bereits vorbei, was auch gut ist. Aber auf jeden Fall, ja. Und ja, ich muss euch auch ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzigen Geburtstag noch überlebe. Ich weiss, auch mit 30 habe ich nicht gedacht, dass ich den erlebe. Ja, aber ich bin noch da. Und ich habe mir vorgenommen, mindestens 80 werden. Das wäre cool. Aber ja, wir wissen ja nie, was passiert. Was in dem Sinn das Schicksal da für einen geplant hat. Weiss man in dem Sinne nicht. Das weisst du nie. Es kann immer etwas sein. Vor allem eben, wenn du öfters bei McDonald's gehst essen, dann kann es schneller gehen. Ja, apropos eben wegen ungesunder Ernährung. Ich habe eben jetzt so aufgrund vom Magen ein bisschen gelesen. Also ja, was so ein bisschen der Grund könnte sein. Und ich weiss, vorher, also vor Jahren, habe ich dann zumal, als ich noch im Nachtleben war, halt öfters mit den Gästen, die in Clubs sind, oder auch wenn ich noch immer war, hat man halt öfters zu Alkohol gegriffen. Und das Ding ist halt einfach, was man nicht vergessen darf, Alkohol ist immer noch ein Nervengift. Und ich finde es einfach interessant, dass man Alkohol so leichtsinnig, kann man schon fast sagen, behandelt. Weil heute habe ich auch gerade so ein Heftchen bekommen, hier von regionalen Leuten hier, also kantonal. Und da waren 2, 3 drin, wo ich dachte, okay, also wenn man das jetzt in dem Sinn würde so handhaben, dass Alkohol Drogen sind und in dem Sinn so gehandhabt werden, wie zum Beispiel Gras oder andere Drogen wie das weisse Pulver, dann wären das in dem Sinn sozusagen wie Dealer. Weil die gehen ja in dem Sinn den Alkohol raus. Sie haben zum Beispiel Weinreben und haben Winothek. Also die beliefern in dem Sinn nachher Konsumenten mit dem Nervengift, also mit den Drogen, mit dem Suchtmittel. Weil man darf auch immer nicht vergessen, es gibt auch Leute, die alkoholkrank sind, beziehungsweise alkoholsüchtig. Aber ja, am Wochenende muss man gleich irgendwie Alkohol trinken. Ich weiß auch nicht. Versteht mich nicht falsch. Jeder, der Alkohol trinken will, macht das. Jeder, der sagt, irgendwie zu einem guten Essen brauche ich den Alkohol, macht das. Macht es einfach im Maß, beziehungsweise fragt euch dann auch nicht, wenn irgendwie mal die Leber da immer wie mehr kaputt geht oder die nachher Bauchkrämpfe hat oder was auch immer. Was Schlimmer ist, in meinen Augen, wir tun in dem Sinn immer nachher solche Sachen, gerade mit Medikamenten, oder probieren es mit Medikamenten zu lösen. Und ehrlich gesagt, jedes Medikament, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und ich weiss, jetzt gibt es zum Beispiel auch, glaube ich, Tabletten oder irgendwas Mittel, nein, ich glaube Tabletten, dass du am nächsten Tag keinen Kater hast für den Alkohol. Das ist grundsätzlich genau das Gleiche, ehrlich gesagt, wie PrEP in der Geschlechtsverkehrsszene wie PrEP, dass man sagt, okay, ich nehme PrEP, dann muss ich in dem Sinn kein Kondom mehr tragen. Ja. Aber es gibt ja nicht nur diese und jene Krankheit, sondern es gibt noch ganz verschiedene andere Krankheiten. Klar, man kann es auch in dem Sinn mit dem Kondom sagen. Mit dem Kondom bin ich grundsätzlich sehr gut geschützt. Ob bei einer Frau oder bei einem Mann. Aber wenn ich natürlich mit anderen Schleimhäuten dran gehe, die in dem Sinn zum Beispiel in meinem Haus drin sind oder eben im Mund, dann kann es schon wieder anders aussehen. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Liebe Leute, die merken, ich bin heute ein bisschen neben den Schuhen vielleicht, aber ist ja gleich. Ich würde sagen, wir gehen noch mal über, und zwar zu entweder oder. Gib mir hier mal eine Frage.
Und dann schauen wir, was da kommt. Würdest du lieber süßes oder salziges Popcorn essen? Also ich persönlich bin seit Jahren nur der salzige Popcorn-Typ. Ich weiss auch nicht, Leute, die süße Popcorn essen können, mein grösster Respekt. Ich weiss noch, bei uns im Laden, also in der Bäckerei, Kaffee, Tierum, Laden, was auch immer, haben wir aber so einen Stand gehabt mit Chips von Zweifel, also jegliche Chips und auch Popcorn. Und ein Zeitchen haben wir dort auch Popcorn mit Schoki. Und das war eine sehr interessante Kombo, die habe ich 1 oder 2 Mal probiert, aber es war nie mein Ding. Also, auch wenn ich jemanden gesehen habe, Popcorn, und habe gefragt, darf ich ein bisschen, und habe gegessen davon. Und dann war es süß, also zuckert. Es ist gar nicht meins. Wie sieht es bei dir aus? Bist du eher süßes Popcorn oder salziges Popcorn? Aber ich persönlich, ich bin wirklich nur salziges Popcorn. Ich weiss auch nicht, gibt es überhaupt auch süße Bombchips? Klar, es gibt natürlich sogenannte Gemüsechips, je nach Gemüse sind die ab und zu auch ein bisschen süßlich. Also haben wir dort zum Beispiel irgendwie so Kohl haben wir ja drin. Und Süßherdöpfel ist ja auch drin. Aber die sind so ein bisschen süß. Was ich auch noch gerne hatte früher, die ich heute auch nicht mehr vertragen würde, sind die Inferno-Chips. Keine Ahnung, ob ihr die noch kennt. Die Inferno-Chips sind ja die mit dem kleinen Teufel drauf. Die hatte ich sehr, sehr gerne gehabt. Obwohl ich gar nicht so schärfemässig Fan war. Aber die haben es irgendwie angetan. Inferno haben es irgendwie angetan. Schon der Crunch und die Konsistenz irgendwie stopp gewesen. Aber nochmal zu den Popcorn. Ganz klar salzige Popcorn. Kommt, machen wir noch eine Frage zum Schluss. Also, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage. Würdest du lieber in der Vergangenheit mit deinen Vorfahren reden oder in der Zukunft deine Nachkommen treffen? Ehrlich gesagt, Nachkommen wird es ja von mir in dem Sinne nicht geben. Klar, meine Cousine, die bekommt jetzt Nachwuchs. Auch viele von meinen anderen Cousins und Cousinen haben schon Nachwuchs. Die sind in dem Sinne da, die sehe ich ja jetzt schon. Und was nachher ist, ja, wer weiß. Also, ehrlich gesagt, müsste ich sagen, was bringt es mir persönlich, wenn ich jetzt, also sagen wir jetzt, meine Cousins und Cousinen, die haben ja geworfen. Also, nein, Entschuldigung, die haben ja Kinder gemacht. Beziehungsweise bekommen auch noch Kinder. Und die bekommen dann wieder Kinder. Und die bekommen vielleicht wieder Kinder. Die Frage ist also, was würde es denen bringen, wenn ich mit denen reden würde? Die kennen mich ja sehr wahrscheinlich gar nicht mehr. Die wissen irgendwann gar nicht mehr, dass es mehr gibt. Ja. Dann wäre es doch viel interessanter, in die Vergangenheit zu gehen und mit den Vorfahren zu reden. Zum Beispiel eben meine Großmutter, mein Großvater, die beide verstorben sind. Mit denen würde ich vielleicht reden. Oder noch weiter hingern. Vor allem, ehrlich gesagt, würde mich auch eher interessieren, das ist das Gute bei meiner besseren Hälfte, dass ich dort sehr viel mitbekomme, wie die Leute früher gelebt haben. Und ich weiss, ich persönlich sollte es hier auch mehr schätzen für das, was wir heutzutage haben. Und ich rede nicht nur vom Smartphone, allgemein von der Technik, aber auch aufgrund von der Nahrung, die wir haben. Klar, ich persönlich, ich muss sagen, die Industrie bringt immer wie mehr Zeug raus, wo du dich fragst, ist das jetzt wirklich aufgrund, weil man das Bedürfnis hatte als Konsumentin oder als Konsument, oder ist jetzt das Produkt nur rausgekommen, aufgrund, dass man gerne damit möchte Geld verdienen möchte. Und ehrlich gesagt, da bin ich wirklich ehrlich mit euch, ist sicher in 90% der zweite Fall. Also, dass man grundsätzlich Geld damit machen will. Auch jetzt mit den veganen Produkten. Plötzlich bringt man da vegane Produkte aus der Industrie raus. Aber wenn du die Regal gehst, schauen, in den Läden, entweder schmälern die sich wieder oder
weil es halt niemand kauft, sind immer wie mehr Prozent in den meisten Läden drauf. Weil man halt die Sache nicht an Konsumentinnen und Konsumenten kann bringen. Klar, ich bin mit euch einig, es gibt wirklich gute Alternativen im Vergleich zu Fleisch. Ich persönlich bin immer noch ein Fleischesser, das wisst ihr ja. Aber ehrlich gesagt, wenn mir jemand kommt und sagt, ich tue mich vegan ernähren aufgrund von der CO2-Auslastung, frage ich mich, okay, aber was für eine CO2-Auslastung ist denn passiert, bis du dein Produkt nachher im Laden hast kaufen können? Was ist dort überhaupt passiert? Ich meine, wir hier in Europa, vor allem in der Schweiz, können grundsätzlich froh sein, haben wir hier für unsere Tiere Weiden, grüne Weiden, also Wiesen, wer es nicht verstanden hat. Also unsere Kühe, unsere Tiere können hier ohne Probleme Gras essen. Was ist denn aber nachher zum Beispiel in den USA? Dort fahrst du je nachdem Strassen in den ein oder anderen Bundesstaaten, wo Tausende, wirklich Tausende von Nutztieren siehst, von Tieren, entweder abgemagert oder eben, dass man dort kaum wirklich Wissen hat und sie nachher eben irgendwie mit anderem Futter mästen. Also ehrlich gesagt, können wir hier grundsätzlich zufriedener sein, wenn dort. Und ja, ich weiss nicht, ehrlich gesagt, es ist bei den meisten sicher ein Trend, dass man vegan lebt. Ich persönlich, ich schaue halt anders für den CO2-Ausstoß. Zum Beispiel, dass ich kein Food Waste mache, dass ich so gut wie möglich immer alles aufesse, was bei mir aufs Teller kommt. Ist halt auch nicht leicht, wenn man halt in dem Sinn kochen oder ins Restaurant geht und dort im Restaurant natürlich grosse Portionen verteilt werden. Und ehrlich gesagt, wenn man natürlich in ein Restaurant geht, beziehungsweise wenn man sagt, ja, ich mache etwas für die Umwelt, aber nachher geht man in ein Restaurant und bestellt dort ein All-You-Can-Eat, dann ehrlich gesagt ist das nicht gerade etwas für die Umwelt. Vor allem für das Portemonnaie von den Restaurantleuten, also von den Restaurantbesitzern. Für das ist es natürlich, weil, ich weiss nicht, bei mir persönlich, wenn ich 2-3 Mal bin ich jetzt All-You-Can-Eat essen und ich kann vielleicht 1,5 Dauer mal fertig bringen. Aber wenn überhaupt. Also meistens habe ich so viel schon drauf gehabt, wenn ich nachher satt war. Aber es gibt natürlich auch Leute, aber dort muss ich nachher sagen, dass es sicher auch Leute, die körperlich so krampfen, für das sie in dem Sinne nachher viel mehr in sich wieder aufnehmen können. Aber persönlich, versteht mich nicht falsch, persönlich muss ich nicht sagen, Leute, die im Büro arbeiten, die einen ruhigen Job haben, die in dem Sinn, je nachdem durch den Tag viel essen, bei denen verdient man, wenn sie All-You-Can-Eat essen. Und was macht man mit dem Rest? Also ehrlich gesagt, ich will es gar nicht wissen, wie viel dort nachher wegkommt, wie viel dort muss fortgeschossen werden. Ich meine, ehrlich gesagt, ich bin froh, habe ich jetzt in dem Sinn nicht mehr einen Single-Haushalt, sondern lebe mit jemandem zusammen, weil halt auch Portionen in dem Sinn für Singles schwierig sind. Wenn du in dem Sinn nicht Vorkehrungen triffst, wie zum Beispiel, dass Sachen, die du nicht missest, eingefrieren oder vakuumieren und dann später isst. Also später, nicht am gleichen Tag vielleicht, oder vielleicht zum Mittag oder zur Nacht. Aber auf jeden Fall, dass du so Portionen musst kaufen, für das man muss sagen, das machst du ja gar nicht. Nehmen wir schon mal ein Schnitzel oder ein Cordon Bleu aus dem Supermarkt. Die sind selten bis nie einzeln verpackt. Dort sind meistens 2 drin. Dann gehe ich doch persönlich lieber zu einem Metzger und nehme dort ein Stück und weiss, da habe ich jetzt ein Stück und habe selber kein Food Waste betrieben. Beziehungsweise der Metzger weiss doch sicher auch, was läuft, was können wir in dem Sinn da den Leuten verkaufen, für dass wir in dem Sinn auch etwas oder genug verkaufen.
für das wir nicht zu viel müssen fortgehen oder aber reduzieren. Weil auch in den Supermärkten, ganz klar, gibt es immer wie mehr reduzierte Ware. Aber ja, ich würde sagen, das wäre es für die heutige Folge. Auf jeden Fall nochmal zu meiner Frage von entweder oder, muss ich ganz klar sagen, ich würde lieber meine Vorfahren nochmal sehen oder das erste Mal sehen, weder meine Nachkommen. Von dem her abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal oder Spotify. Folgt mir überall, wo ihr wollt, wo ihr gerne wollt oder nicht wollt. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, seid ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Zwergschnauze.